da ist so ein Schild, das sie aufgehängt haben. Jeder Tag ist eine Chance für ein Wunder Gottes. Das stimmt. Und da sage ich, schau dieses Plakat an, wo stehen die jetzt hier in dieser Spannung? Aber jetzt muss man das Gegenteil auch, das ist auch wahr. Ja? Jeder Tag ist ein Stück weit auch die Möglichkeit, enttäuscht zu werden. Diesem Herbst sind wir ein bisschen unterwegs mit dem ISTL. Bereit für mehr ist ja das Motto bei Ihnen zum Jubiläum. 20 Jahre feiern Sie und wir nehmen das als Anlass, ein bisschen reinzuschauen in die Praxis. Wie läuft das dort beim ISTL? Diverse Aspekte, die wir ein bisschen beleuchten können miteinander. Wir hatten bereits 2 Talks jetzt und freue mich sehr, heute mit dem Martin Preisendanz noch einen ganz anderen Aspekt anzuschauen. Er ist Fachmentor, er ist auch Dozent, Überblick NT und Christologie sind so deine Schwerpunkte. Ja. Herzlich willkommen erstmal, Martin. Ja, danke, freue mich. Und wichtig zu sagen natürlich auch, du bist selbst auch ein begeisterter Pastor, also liebst es natürlich, dich mit der Bibel auseinanderzusetzen, genau. Aber auch in einem Dienst in der EGW-Kirche in Steffisburg. Genau, ja. Genau. Lebt in Thun mit seiner Familie, 2 Kinder, 2 Töchter. Genau. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen zu dir, zum Einstieg? Martin? Ja, also Steffisburg wohne ich. Bin natürlich gebürtiger Deutscher, bin im Schwarzwald aufgewachsen, habe aber viele Jahre auch im Osten Deutschlands gelebt. Eine sehr spannende Zeit gewesen, gerade weil das eine der atheistischen Gegenden von ganz Europa ist. Das wissen viele nicht. Das war schon sehr spannend, auch in England ein paar Jahre gelebt. Und ja, meine Wege haben mich jetzt seit 10 Jahren in die Schweiz geführt und ich fühle mich sehr, sehr heimisch dort. Ja. Und du hast eigentlich als Jugendlicher so diese Liebe entdeckt zum Wort Gottes, zu der Bibel. Und das hat von da an dich irgendwie nicht mehr losgelassen. Kannst du doch mal ein bisschen zurückblenden und dich an diese Zeit erinnern, so dieses erste Feuer? Ja, ich bin natürlich christlich aufgewachsen, auch sozialisiert und habe eigentlich meine Leidenschaft entdeckt für Gemeinde, auch Gemeindearbeit, Jugendarbeit, habe selber sehr viel profitiert, habe erste Erfahrungen sammeln dürfen, auch in Führungsaufgaben, bin gefördert worden und irgendwie habe ich gedacht, hey, wenn man das irgendwie noch weiterführen könnte, wenn ich das zu meinem Beruf machen könnte, das wäre doch was. Und ich habe dann schon gespürt, dass Gott mich auch da haben will und sowas wie einen Ruf gespürt, habe angefangen, eine theologische Ausbildung zu machen und da hat es mich gepackt. Hat es mich wirklich gepackt, das Studieren, die Liebe für die Bibel. Und ich hätte selber nicht gedacht, wie mich das begeistert, wie ich einen Wissensdrang entwickle, der mich dazu geführt hat, auch weiter zu studieren. Und auch jetzt im Bereich der theologischen Ausbildung aktiv zu sein, es ist etwas, wo ich für mich spüre, ja, ich soll das machen, ich soll was weitergeben. Und ich finde es auch unglaublich wichtig, dass wir junge Leute ausbilden, trainieren, freisetzen für den Dienst. Und da freue ich mich, dass ich ein Teil davon sein darf, zum Beispiel im ISTL. Ja. Genau. Und das ist ja das bekannte Zitat, oder? In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Genau. Also das trifft dir natürlich auch total zu, dass du jetzt Junge begleitest und auch beim Anfang ihres Studiums, kann man sagen, bist du oft drin und dann auch, aber wiederum beim Ende eben, wenn es um die Bachelorarbeit geht. Genau. Also es sind so beide Aspekte, oder? Ja, es ist ein Studium, das 4 Jahre geht. Am Ende hat man einen Bachelor und das Schöne ist, dass ich eigentlich so die Studenten fast über die 4 Jahre begleiten kann. Ich unterrichte im ersten Jahr Überblick über das Neue Testament, das ist so ein Grundlagenfach. Irgendwann im 3. Jahr kommt dann Christologie, das ist dann eigentlich eine Vertiefung von der Dogmatik, das sie im ersten Jahr haben, bis dass ich dann im letzten Jahr, im 4. Jahr die Abschlussarbeiten wo ich sie begleiten darf, auch korrigieren darf. Von daher sehe ich eigentlich die Studenten oder manche vom 1. Jahr bis zum 4. Jahr und es ist auch immer wieder schön zu sehen, was sich da aufgebaut hat an theologischem Wissen, aber auch vor allem an Kompetenzen, die sie haben und diese Reise zu sehen, das ist ganz bereichernd, finde ich, auch für mich persönlich. Ja. Und eben da auch wichtig zu betonen, am Ende
ist das eine Bachelorarbeit? Also ISTL hat ja manchmal so ein bisschen den Ruf, ja, das sind die Leute, die von der Praxis, oder? Da wird vielleicht nicht so gleich ernsthaft in die Tiefe geforscht bei der Bibel, aber das kann man so nicht sagen, oder? Würde ich nicht sagen, es ist ein Studium. Ja? Am Ende hast du einen Bachelor-Titel und wir müssen sicherstellen, dass da, wo ein Bachelor draufsteht, wo man das erreichen kann, da muss es auch drin sein. Und es gibt natürlich auch Akkreditierungsrichtlinien und das wird zum einen von außen, von Akkreditierungsbehörden natürlich auch angeschaut, auch überprüft. Und wir als all die Dozenten, auch die Fachmentoren, müssen natürlich sicherstellen, neben dem Team direkt im ISTL, den Studienleitern und Begleitern, dass dieses Level auch gegeben ist. Und von daher müssen wir diese Grundlagen legen, müssen die Kompetenzen weitergeben, sodass am Ende das wirklich ein Bachelor ist, wo Studierende dann auch oder Studenten dann auch einfach weiter studieren können. Ja, es gehen ja manche weiter, machen noch einen Master, manche bleiben beim ISTL, manche gehen woanders hin. Und da muss natürlich die Vergleichbarkeit sichergestellt werden. Und da schauen wir schon drauf. Ja. Und da vielleicht können wir das ein bisschen greifbarer machen, wenn wir mal ein Beispiel dazu bringen. Was sind das für Arbeiten, die du zuletzt vielleicht so begleitet hast? Themen auch. Ja, also immer wieder eine Freude ist es, dass ich Studenten begleiten darf, die über Herzensthemen sprechen. Es ist ja so, wenn du eine Bachelorarbeit schreibst, beim ISTL ist es so, dass du nicht eine große Bachelorarbeit hast, sondern je nach Abschluss 2 oder 3 im 4. Jahr machst, die so um die 50 Seiten sind, 40, 50 Seiten. Und wenn du da viel Zeit und Energie reinsetzt als Student, dann guckst du, dass es ein Herzensthema ist. Und besonders spannend ist, wenn Studenten für die Praxis auch schreiben. Also wenn sie in ihrer Gemeinde oder in dem Werk, wo sie sind, gewisse Fragestellungen haben. Also ich denke zum Beispiel an eine Studentin, die gesagt hat, mein Anliegen ist, Christen in die Mündigkeit zu führen. Wie gelingt mir das in meiner Jugendgruppe? Was sind die Umstände, die ich habe? Man muss erstmal das Umfeld analysieren. Das müssen Sie lernen. Was ist eigentlich die Ausgangssituation? Was ist eigentlich die Zielsituation? Wo will ich hinkommen? Was heißt denn eigentlich mündiges Christsein? Und dann, hey, wie kommen wir dahin? Was machen andere? Was für Ansätze gibt es da? Und dann geht es darum, die zu bewerten, um am Ende irgendwie zum Ergebnis zu kommen. Für meinen Kontext ist eigentlich das Beste. Und das Schöne ist, dass ich es dann umsetzen. Und dass ich dann weiß, hey, ich kann sie da begleiten, Impulse setzen, ihr helfen und am Ende wird es angewandt. Und da gibt es viele Beispiele, auch im Bereich von Jüngerschaft. Wie können wir ein Jüngerschaftsprogramm aufbauen oder Prinzipien anwenden? Was heißt es? Es gibt Studenten, die sich auch auf einen Dienst zum Beispiel im Ausland vorbereiten, wo es viel um auch kulturelle Fragen geht, um Fragen, was heißt es denn eigentlich, Christ in diesem Land zu sein? Welche kulturellen Begebenheiten, Anforderungen sind eigentlich da? Und ich weiß, die sind jetzt dort, die dienen dort Gott und die Arbeit hat ihnen geholfen für den Dienst und das ist ganz, ganz toll. Ja. Und bei dir selbst war es auch der Fall, dass du ein Thema natürlich, also wahrscheinlich etliche Themen bearbeitet hast bereits, theologisch, das hört ja nie auf. Aber für deine Doktorarbeit war es dann ein Thema rund um Besitz, hast du mir so ein bisschen angetönt. Nur Schnellbleiche, ich meine, das sind dann, wie dick werden die jeweils? Oder war das bei der Doktorarbeit? Also um die 200 Seiten. 200 Seiten. Ja, ein bisschen eher plus. Ja, aber was war da dein Ziel oder dein Thema? Naja, mich hat die Ethik fasziniert, weil da wird es konkret. Ja? Also in der Dogmatik kannst du vielleicht auch mal theologisch reflektieren und du bleibst manchmal theoretisch, hat natürlich auch sehr viel praktische Konsequenzen, das weiß ich, aber die Ethik ist praktisch. Da geht es um das wahre Leben. Ja? Und ich wollte so ein Thema anschauen und habe dann mich entschieden für das Thema Besitzethik, Umgang mit Geld, das ist ein großes Thema. Und was sagt eigentlich die Bibel dazu, wie wir mit Besitz umgehen sollen? Und wie machen das verschiedene Gruppen? Und da habe ich insbesondere Lebensgemeinschaften, klösterliche Gemeinschaften angeschaut. Und ja, das Spannende war für mich eigentlich, dass ich denke, es letztlich darum geht, dass wir eine innere Freiheit bekommen vom Geld. Also, dass wir nicht an das Geld, an den Besitz gebunden sind. Das ist nämlich die Tendenz, ja, dass wir sagen, das ist meins, das habe ich mir verdient. Und das ist nicht die Sicht der Bibel, sondern es ist uns alles anvertraut worden. Und das Ziel muss eine Freiheit, eine innere Freiheit zu haben, dass ich
loslassen kann, dass ich freimütig geben kann, aber auch gleichzeitig sagen wir, nee, das brauche ich für mich, das sind meine Bedürfnisse, das brauche ich auch für das, wie ich leben muss und wie Gott gewollt hat, dass ich lebe. Aber dass ich aus einer gewissen Freiheit und nicht Abhängigkeit oder Klammerung an den Besitz heraus agiere. Ja. Ja. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung gibt. Dies hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen, deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, mit der ihr es möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox gibt es weitere Angaben zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viele wertvolle Impulse mit diesem Video und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Sehr interessant und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, was dir wichtig ist, eben so, das ist ja eindeutig ein Spannungsfeld, oder? Also gut Verwalter sein, auch sorgfältig umgehen mit dem Geld, aber alles bereit sein, alles oder viel wegzugeben wiederum ab und zu, wenn ich das verspüre, so. Also da jetzt nicht um tiefer noch einzusteigen in dieses Thema, aber einfach dir ist wichtig, dass auch da eine Kompetenz entsteht bei den Studierenden, dass sie Spannungsfelder eben angehen können oder damit umgehen können. Ja, also mir persönlich ist das wichtig, dass Studierende einfach merken, vieles in der Theologie besteht aus Spannungsfeldern. Nicht alles. Du hast natürlich die Ethik, da ist vieles sehr spannungsgeladen und es ist gar nicht immer so einfach, eine saubere oder eine klare ethische Anweisung zu haben. In manchen Bereichen ist es klar, manchmal geht es um Rahmen. Aber auch in der Theologie geht es vor allem darum, dass es immer wieder Spannungsfelder gibt. Denken wir an Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Ja? Denken wir an die Bibel, Gottes Wort, Menschenwort zugleich. Das ist eine Spannung aus zwei Polen. Oder jetzt in meinem Fach Christologie oder auch gerade Überblick Neues Testament, wo ich viel auch über das Reich Gottes ein Thema ist. Da haben wir das Spannungsfeld schon jetzt und noch nicht. Ja? Und das ist etwas, was ich mit den Studierenden angucke, dass sie das erkennen. Hey, das ist eine Spannung. Es ist irgendwie dabei, schon da, und doch ist es noch was Zukünftiges. Wie sieht diese Spannung aus? Wie sehen diese beiden Pole aus? Und dass sie erkennen, auf beiden Seiten gibt es eigentlich eine Übertreibung, die eigentlich ungesund ist, wo ich eigentlich die Spannung verlasse. Also wenn ich das Reich Gottes nur in die Zukunft tue, das ist irgendwas in der himmlischen Welt, wenn Jesus wiederkommt, und darauf sind wir fokussiert, diese Welt, und was hier passiert, ist nicht so wichtig. Und auf der anderen Seite kann ich es nur ins Diesseits setzen. Das hat nur etwas mit hier zu tun, nur in dieser Welt. Und ich verliere eigentlich diese himmlische Perspektive. Und das zu erkennen, das ist wichtig, dass sie auch lernen, das zu beschreiben und dann zu gucken, was hat das eigentlich auch für die Praxis real zu tun. Wo sind Leute in diesem Spannungsfeld? Manche betonen vielleicht das, manche betonen mehr das. Und dass sie auch für sich analysieren lernen, aha, in dieser Position ist jemand noch im Spannungsfeld. Vielleicht mehr auf der Seite, aber sie sind noch. Und da wird es kritisch, dass sie das auch bewerten können. Ja. Also wir haben das ganz konkret erlebt in diesem Jahr, auch hier bei uns in unseren LiveNet-Talks, als nämlich Anfang Jahr ich sage jetzt mal, bisschen ein Exot im Bereich Heilungsdienst bei uns zu Gast war. Also dieses Video kann man immer noch nachschauen, der Tobi Meyer war das. Und der stark diese Siegestheologie, sagen wir jetzt mal, proklamiert. Also das alles schon in mir und Heilung ist fast ein garantierter Fall, wenn ich auf die Straße gehe. Und kam ja jetzt neulich, hast du gesehen, vielleicht diese Blickreportage. Also um da ein bisschen ein aktuelles Thema zu nehmen. Und da merke ich schon, auch da hat er bei einigen Themen wahrscheinlich jetzt schon das Spannungsfeld verlassen, wenn wir das so aufgreifen wollen, oder? Ja, also mir ist es wichtig, dass die Studenten erkennen, das ist jetzt ein praktisches Konsequenz aus dem Verständnis auch vom Reich Gottes. Ja, auf die Heilung kann man das schön auch anwenden. Weil Jesus heilt, das ist wahr, und es ist aber auch wahr, dass Jesus nicht heilt. Das ist nicht nur Realität, sondern es ist Realität. Ja? Und das erleben wir auch. Und jetzt bestehen wir in dieser Spannung. Auf der einen Seite
können wir sehr stark den Sieg Jesu über die Heilung betonen, dass Jesus jetzt heilt und dass es tut und dass wir auch aktiv für Kranke beten können. Das ist eine christliche Hoffnung, die wir haben. Gleichzeitig ist es Realität, dass Jesus auch viele Menschen nicht heilt. Und dass auch das eine Realität ist, die wir anerkennen müssen. Dass wir beten und es passiert nichts. Und es hängt auch nicht an der Technik oder wie wir beten, das hängt auch nicht an uns, sondern er macht es einfach nicht. Das hat damit zu tun, dass das Reich Gottes noch nicht vollendet ist. Wir sind noch nicht in der himmlischen Welt. Und jetzt schaue ich eigentlich jedes Mal das mit den Studierenden an, dass sie einfach lernen, das zu beschreiben und auch gleichzeitig merken, das ist eine sehr persönliche Frage, weil wir sind alle damit konfrontiert. Wir kennen Leute, die gestorben sind, wir haben vielleicht aktuell damit zu tun. Und dass sie neben der theologischen Reflexion auch verstehen, hey, ich muss eine Sprache auch hier gewinnen, die ankommt bei den Leuten. Ich habe Studenten gehabt, denen es sehr nahe ging, diese Diskussion. Das ist gut auch zu spüren. Und da entwickeln sie auch, glaube ich, hier eine Kompetenz, dass sie merken, okay, ich muss sprachfähig werden, ich muss das auch Menschen übermitteln können, die in schwierigen Situationen sind. Und wir müssen das in eine Spannung kommen. Das ist ganz spannend, wenn ich das vielleicht noch sagen kann. Das ist, wir sind ja da in Thun und da in der Gemeinde und da ist so ein Schild, das sie aufgehängt haben. Jeder Tag ist eine Chance für ein Wunder Gottes. Das stimmt. Und da sage ich, schau dieses Plakat an, wo stehen die jetzt hier in dieser Spannung? Aber jetzt muss man das Gegenteil auch, das ist auch wahr. Ja? Jeder Tag ist ein Stück weit auch die Möglichkeit, enttäuscht zu werden. Das jemand nicht halt. Das ist auch wahr. Und nun muss man das zusammenbringen und die Studenten am Ende dahin zu führen, wenn ich das noch sagen kann, dass die Kraft Gottes, und das glaube ich ist so wichtig, nicht nur im Wunder ist, sondern auch da ist, wo Menschen durch Schweres durchgehen. Ja. Auch da ist Gott nicht untätig. Auch da tut er Wunder. Er heilt vielleicht nicht, aber er begleitet Menschen durch. Und das ist mir wichtig zu betonen, dass sie die Kraft und die Herrlichkeit Gottes in beiden Polen sichtbar wird und werden kann. Und aber auch, dass sie fähig werden, dann in der Praxis Leute zu begleiten bei beiden. Man muss mit beiden umgehen können, mit dem Sieg, aber auch mit dem Leid. Wow, spannend. Also das spürt man jetzt, oder? Da geht gleich, das hatten wir gar nicht abgemacht, dass ich so einen aktuellen Fall noch einbringe. Aber da spürt man dann, wie du aus dem Vollen schöpfen kannst. Natürlich immer herrlich. Und Martin, vielleicht könnte es jetzt auch sein, um dort noch kurz nachzufassen, dass du so ein aktuelles Thema, was auch medial vielleicht jetzt zu reden gibt in der Schweiz oder auch einfach, ja, was auch immer, kann auch in Amerika etwas passieren, dass ihr das dann aufgreift im Unterricht? Ja, wenn es natürlich zum Fach passt, wir müssen natürlich schon gucken, dass der Stoff eingehalten ist. Ja. Der muss natürlich eingehalten werden und der muss umgesetzt werden. Aber ja, es gehört natürlich dazu, was wir theologische Kompetenzen weitergeben wollen. Und das sind natürlich aktuelle Fälle immer sehr, sehr hilfreich, wenn wir das aufzeigen können. Und ich merke das auch zum Beispiel in der Christologie. Viele sind auch mittlerweile geprägt von The Chosen. So, und die sagen, bei The Chosen habe ich ja das so und so gesehen. Und dann können wir das angucken und sagen, okay, hey, wenn wir die Quellen noch nehmen und die Quellen, wie gut haben sie es umgesetzt, wie genau und so, dann hilft es natürlich. Weil sie natürlich, und das merke ich ja auch als Pfarrer, Pastor, ich bin damit ausgesetzt, weil Leute fragen mich, ja, wie siehst du das? Ich habe das gesehen, wie bewertest du das? Und da ist es unsere Aufgabe, die Studierenden dahin zu führen, dass sie da eine Antwort geben können, die eine theologische Qualität hat, die hilft, auch diese Sachen einzuordnen. Von daher greifen wir natürlich solche Sachen auch auf, um diese Kompetenz zu entwickeln. Ja. Stimmungen oder Fälle zu bewerten und eine gute, ausgewogene Position zu entwickeln, die sie dann begründen können. Ja, dass sie ihre Sicht gut begründen können. Ja, sehr cool. Also auch jetzt, wenn du The Chosen kurz erwähnt hast, also wir haben dir das auch schon ab und zu gebracht, ohne jetzt tiefer einzusteigen, ob du jetzt das begrüßt. Also, doch, das kann ich fragen. Begrüßt du es grundsätzlich, dass auf diese Art auch so Phänomene, also jetzt, das ist ja wirklich ein weltumspannendes Phänomen eigentlich, dass Millionen das geschaut haben. Grundsätzlich positiv, oder, für
für einen Theologen auch. Ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe sie auch selber mit großem Gewinn geschaut, wie sie die verschiedenen Sachen umsetzen. Das ist sehr, sehr spannend und ich bin eigentlich ein großer Fan davon. Habe natürlich gewisses theologisches Wissen auch und würde sagen, dass ich manche Sachen vielleicht auch hier und da nicht so dargestellt habe, wie ich denke, dass es war. Aber grundsätzlich ist zu begrüßen und dass es so vielen Leuten hilft, mehr Hintergrundwissen zu geben, sich diese Welt vorzustellen. Sie skizzieren eine Möglichkeit, wie das sein kann. Und das hilft, glaube ich, schon vielen auch. Ja, ja, würde ich auch sagen. Wenn jetzt du aktuell schaust, also wir hatten die Spannungsfelder-Thematik, was sind denn so Knacknüsse, die jetzt im Moment die Studierenden beschäftigen? Oder ist das auch wiederum eigentlich mehr, du bewegst dich in den Dauerbrennerfragen und mit Überblick, Ernte und so weiter, dass das gar nicht so Relevanz hat für dich? Doch als das EISTL muss ich natürlich auch gewissen Fragen, die da kommen, vom Zeitgeist stellen, die einfach in der Kultur einfach durch die Kultur und Gesellschaft gebracht wird. Sicherlich ist da auch die Ethik sehr gefordert in den letzten Jahren. Denken wir die Sexualethik. Jetzt denke ich sehr stark auch die politische Ethik, die ein Thema wird. Und mit Themen wie jetzt Israel, wie müssen wir zu Israel stehen, sicherlich die Frage von christlicher Nationalismus und so das stärker wird, wie stehen wir dazu. Also da ist man schon gefordert und da müssen auch generell theologische Ausbildungsstätten auch junge Leute zurüsten, dass sie damit umgehen können. Und auch wiederum da, glaube ich, ist es wichtig, dass sie lernen, wie man theologisch arbeitet. Also dass man eine Position anschaut, dass man erstmal versucht, möglichst neutral daran zu gehen und einfach mal guckt, wie wird da argumentiert, was ist da die Position und dass man dann guckt, es gibt sicherlich auch eine andere Position. Was gibt es eigentlich noch für Positionen? Wie wird da argumentiert? Wie ist auch da vor allem der Bezug zur Bibel? Wie wird da mit der Bibel eigentlich umgegangen? So, da sind wir dann bei der Hermeneutik. Was steckt da eigentlich an Bibelhermeneutik dahinter? Und dass man dann auch lernt, okay, das dann zu analysieren und zu bewerten, wie müsste man eigentlich hier diese Argumente, die gebracht werden, gewichten und dann auch das Übertragen eigentlich in unseren Kontext. Wie ist eigentlich die Situation in der Schweiz? Ja, mal ganz ehrlich. Ja, ist es ein Thema, ist es nicht? Machen wir uns Angst um was eigentlich weit weg ist, was für unseren Kontext weniger ist? Das muss man können. Und dazu braucht man schon auch ein bisschen Wissen über die Gegenwartskultur. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man zum einen, das versuche ich auch im Überblick Neuen Testament zu rüberbringen, wir müssen verstehen die Kultur des Neuen Testamentes. Das Judentum ist sehr wichtig, die griechisch-römische Welt. Die müssen wir eintauchen, verstanden haben und da müssen wir unsere Kultur verstehen, weil wir müssen es nämlich von dort in unsere Kultur übertragen. Ja, dazu braucht man zum einen Wissen, aber man muss auch die Kompetenz haben, wie kann ich denn das gut rüberbringen und übertragen in unsere Zeit. Ja. Ja, es ist hochinteressant, einfach zu sehen, wie viele Facetten da drin sind in so einem Profil, was dein Leben jetzt ausmacht, Martin. Und umso mehr staune ich eigentlich, dass nicht mehr diesen Weg einschlagen. Und ja, wir haben im Moment, neulich habe ich gehört, in einer Studie von Professor Stefan Schweier hat das präsentiert, an einer so Freikirchenkonferenz hier in Bern. Da waren andere Ausbildungsstätten jetzt mehr dabei, IGW mit dem neuen Zusammenschluss mit TSC, St. Krishona und so weiter. Und da haben sie eigentlich gesagt, ja, also wir haben wirklich ein Problem, dass da nicht genügend Leute nachkommen, oder? Dann merkst du schon auch, wie beobachtest du das? Ja, ich kriege es natürlich mit im eigenen quasi Verband, im evangelischen Gemeinschaftswerk, wie man da auch diese Thematik angeht. Das ist ein Thema. Die Babyboomers gehen jetzt so langsam in die Pension. Ja. Wer kommt danach? Es werden viele Stellen auch frei werden. Und von daher ist es auch dem ISTL, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Leute wie ich und viele Dozenten, die sind praktisch im Dienst. Die kommen aus dem Dienst ins ISTL und bringen ihre Expertise mit, bringen aber auch letztendlich sich mit. Und für mich ist auch wichtig, da bewusst, sage ich mal, als Pastor auch aufzutreten und eigentlich Freude
an diesem Dienst und an dieser Berufung mitzugeben, weil ich glaube, das brauchen junge Leute, dass sie unterschiedliche Typen auch von Pastoren erleben, weil manchmal kennt man vielleicht seinen Pastor sehr gut und denkt, ja, der macht es gut, aber so bin ich nicht. Und dass sie dann eigentlich im Studium die ganze Breite von Persönlichkeiten, auch Gabenspektrum von Pastoren erleben und merken, aha, wow, so kann man sein. Und ich will eigentlich auch ihnen diesen Weg lieb machen. Ich weiß, es ist nicht für jeden, andere gehen andere Wege, aber es ist eine unglaublich tolle Aufgabe und dafür stehe ich auch und deshalb ja, engagiere ich mich und ich weiß darum, dass wir auch im freikirchlichen Bereich da Not am Mann haben, an der Frau. Aber es ist eine tolle Berufung und ein Stück weit will ich auch dafür Werbung machen. Genau. Ja. Ich denke, das ist dir auch heute einfach gelungen. Es war total erfrischend, dich kennenzulernen und dein Herz ein bisschen zu spüren, auch zu diesem ganzen Themenbereich rund um Theologie und wie du das eben lebst, auch im ISTL oder im EGW Steffisburg. Herzlichen Dank, Martin, dass du hier warst. Ja, danke für die Gelegenheit. War mir eine Freude, ja. Danke. Und wenn ihr euch jetzt noch ein bisschen mehr vertiefen wollt oder nochmals nachschauen wollt, was bereits gelaufen ist im Thema ISTL und bereit für mehr, 20 Jahre jetzt feiern sie ja in diesem Herbst und dann kann ich euch einfach empfehlen, schaut nochmals rein in die Videos. Das allererste zum Beispiel mit Stefan von Rüthi, dem Leiter von ISTL, und den Heinz Struppler, dem Gründer. Also da hat es noch mehr Material und sowieso auf unserem Kanal gibt es immer wieder inspirierende Talks und deshalb schließt ein Abo ab, wenn ihr nicht schon habt, oder ja, bleibt einfach dabei und schaut gerne weiter. Und wenn ihr eine Idee habt oder auch Kommentare, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr da euch beteiligt an Diskussionen oder auch Fragen stellt. Herzliche Einladung dazu. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.